Ich habe für euch heute Morgen hier einen Ring dabei. Und streckt doch mal alle auf, die einen Ring anhaben heute oder ab und zu. Doch noch einige. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ringe. Es gibt unterschiedliche Farben, es gibt unterschiedliche Gravuren, die man reinmachen kann, unterschiedliche Steine, die man drauf tun kann. Und es gibt auch unterschiedliche Bedeutungen für so einen kleinen Ring. Man kann den Ring anhaben als ein Schmuckstück, als Schmuckring zur Verzierung, Verschönerung der Hände. Man kann aber auch eine Beziehung ausdrücken zu jemandem, so als Freundschaftsring oder um seine Liebe zu zeigen, vielleicht als Verlobungsring, als Ehering. Für uns ein bisschen weniger bekannt sind vielleicht so Herrschaftsring oder Königsring oder so Siegelring, wo man heutzutage vielleicht nicht mehr so oft braucht. Der Dani braucht amig die Worte gefährliches Halbwissen und ich wage mich jetzt heute dort raus. Ich habe mich nämlich gefragt, gibt es so eine Bedeutung oder so, für was steht das Symbol von dem Ring? Die Definition, die ich gefunden habe, finde ich sehr schön und ich lese sie euch gerade gerne mal vor. Der Ring gilt seit Urzeiten als Symbol der Liebe, der Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit, der Einheit und Treue. Die Bedeutung des Ringes ergibt sich aus seiner Form. Der Ring hat keinen Anfang und kein Ende. So soll auch die Liebe unendlich sein. Ich lege den Ring mal dahin. Wir werden nochmal auf den zurückkommen. Wir starten ja heute, wie gesagt, mit einer neuen Serie Hosea, die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Und unser Ziel ist in dieser Serie, das Buch Hosea genauer anzuschauen. Zu schauen, was ist das für eine Geschichte, die der Hosea da gelebt hat, was hat er für prophetische Worte von Gott bekommen und was hat Gott wollen am Volk ausrichten und was können wir schlussendlich auch daraus herausnehmen. Und ich möchte uns alle miteinander ermutigen, dass wir zusammen die Bibel lesen. Dass wir die Bibel vornehmen, gerade in den nächsten 4 Sonntagen und das Buch selber lesen. Die Zeit lange nicht, die wir hier oben haben, um euch jeden Vers genau erklären oder vorlesen und auf jedes Detail eingehen. Darum lass uns miteinander das Buch lesen. Vielleicht du für dich persönlich, mit deiner Small Group oder vielleicht auch in deiner Ehe. Ich will gerade zu dem Buch Hosea kommen. Der Hosea ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Er hat das Buch verfasst, das den gleichnamigen Titel trägt wie sein Name. Und über ihn wissen wir nicht so viel Bescheid. Er heißt Hosea, er ist der Sohn von Beri. Wer der Beri ist, das wissen wir auch nicht so genau. Und er heiratet eine Frau, die heißt Gomer, und sie bekommen 3 Kinder. Sonst wissen wir nicht so viel. Wir wissen nicht einmal richtig sein Alter, sein Beruf. Gut, er war Prophet. Aber was er sonst so gemacht hat, irgendetwas Persönliches, Biografisches, wissen wir nicht so viel. Und ich will es jetzt mal in meiner Sprache, ich habe vielleicht eher noch ein bisschen Jugendsprache, Slang, ich weiss auch nicht, ob das die Jugendlichen wirklich noch so sagen würden. Aber ich sage jetzt, der Hosea hat den Fame nicht so auf sich nehmen. Das heisst so viel wie, er weist immer wieder mit seinem Buch auf Gott und betont nicht sein eigenes Leben. Er will nicht selber gross rauskommen, sondern zeigt immer wieder auf Gott. Und das müssen wir im Hinterkopf haben. Etwas, was wir aber auch noch wissen, ist, dass der Hosea im Nordreich gewirkt hat. Und er hat mit seiner Tätigkeit angefangen zu der Zeit, wo das Nordreich Israel sozusagen so in einer Blütezeit waren. Vorher sind sie zerstört worden und sie sind in dieser Zeit, wo sie sich wieder am Aufbauen waren. Sie haben Selbstbewusstsein bekommen und haben angefangen, sich selber, aber auch ihre Festungen wieder aufzubauen. Aber sie haben auch angefangen, so ein bisschen auf ihren eigenen Erfolg, auf ihr eigenes Können und ihre eigene Leistung zu setzen. Und sie haben sich immer mehr von Gott zurückgezogen. Kommen wir mal zu der Geschichte vom Hosea. Was hat er denn eigentlich so genau gemacht und was macht es zu dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte? Wir finden die ungewöhnliche Liebesgeschichte in den Kapitel 1 bis 3. Kapitel 4 bis 14, das sind viel mehr so prophetische Worte, die aber immer wieder Bezug nehmen auf die ersten 3 Kapitel. Und zwar fängt die Geschichte so an, dass Gott am Hosea einen Auftrag gibt, eine Frau zu heiraten. Jetzt war es aber nicht so, dass der Hosea eine Frau gesehen hat und dachte, boah, das ist die Frau, Liebe auf den ersten Blick. Und er ist zu Gott und hat gesagt, die muss ich haben, die will ich heiraten. Nein, es war etwas anders. Gott hat ein bestimmtes Merkmal am Hosea gesagt, dass er so eine Frau aussuchen soll. Und jetzt so ein bisschen unter uns, oder? Wenn wir jetzt jemandem einen Tipp geben müssen, was für
ein zukünftiger Partner sollte ein Merkmal haben, Charaktereigenschaft oder so. Kannst du dir mal überlegen, was würdest du deiner Tochter sagen, deinem Kollegen oder irgendjemandem? Ich würde vielleicht sagen, gut, sie müsste gläubig sein, grosszügig wäre auch noch gut, geduldig mit mir, jemand, der gut kommunizieren kann und jemand, der treu ist und dich ewig liebt. Vielleicht würdet ihr auch so etwas in diesem Stil sagen. Gott hat nicht ganz das Stichwort ausgewählt, das wir vielleicht auswählen würden. In Hosea 1, Vers 2 heißt es Folgendes. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Gott beauftragte Hosea, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Und ich möchte da ganz schnell bei dem Wort bleiben, bevor wir die Geschichte noch weiter erzählen und anschauen. Die Bibel braucht das Wort Hure. Und du kannst ganz viele Übersetzungen anschauen und du wirst dem Wort nicht umgehen. Das Wort wird dir immer wieder begegnen. Es gibt ganz wenige Übersetzungen, bis fast keine, die das Wort nicht brauchen. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie gerade so eine Vorstellung. Wir assoziieren gerade damit etwas. Und vielleicht kommt mit uns dann gerade als zweites das Wort Prostituierte in den Sinn. Und wir alle haben das Gefühl, was das für eine Frau ist, was die gemacht hat und wie die lebt. Und ich wünsche mir, dass wir da ein bisschen vorsichtig sind. Dass wir all das, die Sachen, die wir damit assoziieren, mal ein bisschen zurückheben. Es kann nämlich sein, dass das Wort damals nicht das Gleiche bedeutet hat, wie das für uns heute bedeutet. Dass das Wort anders verwendet worden ist und eine viel grössere Breite von Bedeutungen dahinter stecken. Wir wissen nicht, ist die Frau schon vor der Ehe untreu gewesen? Hat sie vorher ganz viele Männer bei sich gehabt? Oder ist sie erst in der Ehe untreu geworden, am Hosea gegenüber? Oder handelt es sich echt um eine Frau, die Götzendienst gemacht hat und in dem Sinn Gott untreu war? Und das damit gemeint war. Und wir können die Frage nicht mit Sicherheit beantworten, was das bedeutet hat. Was klar wird, ist, dass von einer Frau die Rede ist, die so einen Ruf hat von der Untreue. Wie sie gelebt hat, was sie gemacht hat, das können wir nicht sicher sagen. Und wenn wir von dieser Gomer reden, dann reden wir von einer Frau, die den untreuen Ruf vorausgeeilt hat, die untreu war und in diesem Fall untreu gelebt hat. Und wenn wir jetzt nochmal den Ring in die Hand nehmen, der Ring, der für die ewige Liebe steht, die ewige Treue, Verbundenheit, Einheit, dann fordert also Gott vom Hosea, dass er an einer Frau die ewige Liebe, ewig Treue verspricht und wie der Ring symbolisch anlegt. Und die Frau wird ihn selber nicht halten. Und der Hosea weiss, dass die Frau selber das Symbol und das Zeichen von dem Ring nicht wird halten. Und Hosea macht genau das. Er heiratet Gomer. Und sie haben geheiratet und sie haben 3 Kinder bekommen. Und die 3 Kinder sind auch nicht wieder einfach nur, ich sage jetzt mal, normale Kinder gewesen. Sie haben recht spezielle Namen gehabt, wenn ihr mich fragt. Namen könnt ihr gerne selber nachlesen. Aber die Bedeutung von diesen Namen sind sehr interessant. Sie heissen, Israel wird zerstört, kein Erbarmen und nicht mein Volk. Sehr spezielle Bedeutungen von Namen. Und dort stellt sich natürlich die Frage, okay, aber warum jetzt das alles? Also warum gibt Gott den Auftrag am Hosea und dann hat er noch 3 Kinder und die 3 Kinder haben irgendwie recht außergewöhnliche Namen. Und dafür möchte ich euch nochmal den Vers vorlesen, den ich euch vorher schon vorgelesen habe und den zweiten Teil auch noch gerade anfügen, der auch noch in der Bibel steht. Nochmal Hosea 1. Als der Herr zum ersten Mal zum Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurde. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Also Gott möchte am Volk zeigen, dass das Volk Israel ist Gott untreu geworden. Und er braucht die Eheschliessung vom Hosea und der Gomer als Bild dafür, dass das Volk versteht, wie sie Gott untreu geworden sind. Und die nächste Frage, die da für mich auftaucht, ist, also ganz ehrlich, ist das wirklich so passiert? Also kann Gott so etwas verlangen vom Hosea und von einem Mann oder von einem Prophet?
Und wir können uns überlegen, ja, ist jetzt das sinnbildlich gemeint, ist das symbolisch gemeint, ist das wirklich so passiert? Und man kann die Geschichte ganz unterschiedlich auslegen. Man kann sie ganz unterschiedlich verstehen. Und auch Theologen, die haben verschiedene Ansätze, die diskutieren darüber, wie jetzt die Geschichte passiert ist. Ist die wirklich so passiert oder ist es nur ein Bild dafür? Wir wissen nicht, ist es wirklich eine Ehebrecherin, ist es eine Frau, die Götzendienst gemacht hat und Gott untreu war, oder wie ist die Geschichte gemeint? Vielleicht ist es gar nicht so relevant, wie es wirklich war und ob wir das jetzt wirklich erkennen, wie es damals war. Eigentlich zeigen ja alle Ansätze, dass es sich um eine untreue Frau handelt, die am Hosea untreu war und Gott untreu war. Und in diesen Geschichten sticht überall heraus, dass Gott selber treu war und dass er dem Bund mit dem Volk, dass er für ewig treu war mit dem Bund. Und die Bibel ist nämlich gefüllt mit so Bildern, die uns helfen sollten, die Bibel zu verstehen. Zum Beispiel die Psalmisten, die schreiben Metaphern. In der Offenbarung benutzt Johannes Bilder, um den Himmel zu erklären. Er sagt, der Himmel ist wie und braucht dann ein Wort und irgendwie ist es gleich nicht das Richtige, aber er kann es wie nicht in anderen Worten sagen. Oder Jesus redet so oft in Gleichnis und in Bilder, weil er etwas versucht zu erklären. Und natürlich, wir können die Offenbarung, Gleichnis und Psalmen nicht einfach gleich auslegen und in einen Topf rühren. Aber sie haben etwas gemeinsam. Der Autor, der Erzähler hat manchmal, die Worte haben ihnen gefehlt, Sätze haben ihnen gefehlt, um etwas zu erklären, dass der Zuhörer verstehen kann. Und sie haben Bilder gebraucht. Sie haben Beispiele gebraucht. Und sie haben Sachen gebraucht, die die Leute damals haben verstehen und nachvollziehen konnten, um etwas so Komplexes, so Grosses zu erklären. Und genau das hat der Hosea gemacht. Der Hosea, zum Beispiel im Kapitel 13, wenn er das dann mal aufschlägt, dort schreibt er von Löwen, Bären, Leoparden und er braucht so viele Tiere und Bilder, um etwas versuchen zu verdeutlichen, was so viel komplexer ist. Und das Bild, das er am meisten braucht, ist das Bild von dieser Eheschliessung. Das Bild von Mann und Frau, von der Familie, von Brut und Bräutigam. Vielleicht, gerade weil das Volk so ungehorsam war. Vielleicht, weil sie die Weisungen von Gott nicht befolgt haben, hat Gott ein Bild gebraucht, um es ihnen zu verdeutlichen, dass sie dann verstehen können, was sie Gott eigentlich antun. Vielleicht aber auch gerade, weil es so ein deutliches Bild ist, hat Gott das gebraucht, weil er gewusst hat, das können sie einigermaßen verstehen. Und das Spannende ist auch, dass das Bild von der Familie, von der Ehe, von Mann und Frau oder auch von Brut und Bräutigam sich durch die ganze Bibel durchzieht. Es kommt immer wieder vor. Gott braucht das Bild immer wieder, um zu seinem Volk zu reden und ihnen erklären, dass sie auf Abwägen sind. Dass sie sich von Gott abgewendet haben. Und dass Gott sie liebt und auf sie wartet. Wir finden das im Alten Testament schon beim Jesaja und beim Hesekiel. Die brauchen das Bild auch. Der Jeremia schreibt zum Beispiel im Jeremia 2,2, dass das Volk sich wie das Bild von Brut und Bräutigam erinnern soll. Und das wiederum eine Erinnerung sollte sein, dass sie Gott treu sind und Gott geliebt haben. Auch im Neuen Testament kommt das Bild von Gott und von Mann und Frau und Brut und Bräutigam wieder vor. Zum Beispiel in Epheser 5,23 zeigt der Paulus, dass Jesus die Gemeinde liebt. Er hat sein Leben hingegeben und er liebt seine Gemeinde. Und es geht jetzt auch um die Gemeinde, nicht nur um das Volk Israel. Wir alle, wir Nachfolger, wir Teile von dieser Gemeinde gehören dazu. Und Jesus liebt die gläubige Gemeinschaft. Und er hat sich hingegeben für die Gemeinschaft, für das Miteinander. Und diese Liebe von ihm soll wiederum ein Bild sein für Mann und Frau. Also es ist so ein Bild, das sich immer wieder vorkommt und durchzieht. Sogar bis in die Offenbarung kommt das Bild auch wieder vor. Und zwar heisst es dort, dass Jesus am Ende seiner Zeit die Gemeinde heiratet. Er wartet bis ans Ende der Zeit, um mit uns ewig vereint zu sein. Seine Liebe ist so gross, dass er so lange wartet und möchte ewig mit uns vereint sein. Und Gott möchte mit dem Bild von dieser Ehe, wo den meisten von uns auf irgendeine Art und Weise bekannt ist, oder wir uns darunter vorstellen können, wird er uns aufzeigen, wie er sich nach uns Menschen sehnt. Im Hosea 2, ab Vers 21 steht: Die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe,
wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Gott wird seinem Volk zeigen, aber er wird auch uns zeigen, dass seine Liebe für ewig haltet. Er wird uns Liebe, Barmherzigkeit, Treue und so viel mehr schenken. Er zeigt uns, dass er gut und gerecht mit uns wird umgehen. Das ist der Inhalt von seiner Liebesgeschichte mit uns. Und die Liebe, die geht durch Höchst und durch Tiefs. Genauso wie beim Hosea. Die Geschichte von Hosea mit seiner Eheschliessung mit der Gomer ist nämlich noch weitergegangen. In Hosea 3 heißt es Folgendes: Der Herr sprach zu mir, Hosea, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Gomer hat sich abgewendet vom Hosea. Sie hat den Bund der Ehe nicht gehalten. Sie ist ihm davon. Und Gott hat dem Hosea gesagt, nimm sie wieder zurück. Du sollst sie wieder lieb haben. Und Gott zeigt mit dieser Geschichte, wie fest, dass er uns Menschen liebt. Und egal, welchen Göttern wir nachlaufen, egal, ob wir uns von Gott abwenden, wo wir unsere Sicherheit, unsere Hoffnung oder unser Glück darauf setzen, Gott wartet immer mit offenen Armen auf uns. Und er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach einer Beziehung mit dir und mit mir. Er sehnt sich nach einem Gesprächspartner. Er sehnt sich nach jemandem, der seine Liebe annimmt und erwidert. Und Gott gibt auch nicht auf. Genauso wie der Hosea nicht aufgegeben hat. Gott nimmt seine Brut zurück. Er nimmt auch seine Ehefrau wieder zurück. Auch wenn sie davon gelaufen ist, sich abgewendet hat. Und er sehnt sich nach ihr. Er sehnt sich nach uns, nach dir und mir persönlich, aber auch nach unserer Gemeinschaft. Und er wartet darauf, dass wir zu ihm zurückgehen. Und die Geschichte vom Hosea und von der Gomer, die zeigt so die Sehnsucht von Gott. Sie zeigt die Sehnsucht von Gott gegenüber seinem Volk und uns Menschen. Und wir dürfen das Bild von dieser Ehe, von der Familie, von der Hosea und der Gomer brauchen, dass wir es einigermaßen verstehen können. Wir werden es vielleicht nie verstehen, aber so einigermaßen verstehen, wie fest, dass Gott uns liebt und er sich nach uns sehnt. Und wie er sich nach uns ausstreckt und wartet auf uns. Wir werden es nicht immer schaffen, Gott treu zu sein. Auch wenn wir das noch so fest versuchen, auch wenn wir das noch so fest wollen, aber wir werden immer mal wieder scheitern. Aber Gott wird uns immer wieder zurücknehmen. Und ich wünsche mir, dass wir heute die Zeit nutzen, den Moment nutzen, um uns zu überlegen, wo ist Gott treu gewesen in unserem Leben? Wo ist Gott treu gewesen in deinem Leben? Wo ist er treu gewesen in meinem Leben? Und was heisst seine Treue und seine Liebe für mein Leben? Vielleicht gerade in so einem Moment, wo es uns so gut geht, wo vielleicht es gut läuft, wo wir in so vielen Sachen versorgt sind, finanziell, materiell, in Beziehungen, in Freundschaften, wo wir anfangen, Gott aus unserem Zentrum vom Leben rauszudrücken und unsere Hoffnung auf andere Sachen zu setzen, unsere Sicherheit auf andere Sachen zu setzen und Gott untreu werden. Und Gott hat auch zum ganzen Volk geredet. Er redet zwar mich und dich persönlich an, aber er redet auch uns als Kirche an, uns als Gemeinschaft, als Small Groups, als Familie, als Nation. Wo wir auch in unserer Gemeinschaft immer wieder Gottes Treue neu bewusst werden, seine Liebe und seine Treue immer wieder neu für uns annehmen. Und ich nehme nochmal den Ring in die Hand. Das Symbol für die ewige Liebe, für die ewige Treue, für die Einheit, für das Zusammengehören. Und vielleicht kannst du gerade heute den Ring mal abziehen und die Unendlichkeit studieren. Er hat keinen Anfang
Und er hat kein Ende. Und das darf dich daran erinnern, dass Gottes Liebe für dich keinen Anfang und kein Ende hat. Dass seine Treue und Zuneigung und Liebe für dich unendlich ist. Und du kannst das heute machen, gerade da im Gottesdienst, dort, wo du daheim bist. Oder heute Nachmittag, vielleicht mal draussen auf einem Bänkchen. Und überleg dir, was das für dein Leben bedeutet und red mit Gott darüber. Und vielleicht sitzen da auch Menschen, die verletzt worden sind durch so einen Ring. Verlobungen, die sich aufgelöst haben. Ehen, die zerbrochen sind. Vielleicht deine eigene, vielleicht die von einem guten Freund oder die von deinen Eltern. Und damit verbunden sind Schmerz, Verlust, Trauer und Wut. Und ich wünsche mir, dass das Bild heilsam sein darf, vielleicht gerade in dieser Situation. Dass du das Bild auch als heilig sehen darfst, dass Gott auch dir treu ist, dass Gott nicht wegläuft. Und Gott wartet. Er wartet auch, dass du zurückkommst. Und Gott möchte in all dem Zerbruch Trost und Wärme spenden. Gott ist uns treu. Sind wir es? Oder versuchen wir es auch? Und was löst es bei uns aus, zu verstehen, dass es einen Gott gibt, der sich sehnt nach uns, der mit offenen Armen oder im heutigen Bild gesagt, mit einem Ring auf uns wartet und uns ewige Treue und Liebe möchte schenken.